Roßholzen auf dem Samerberg. 700 Meter hoch liegt das Dorf mit der Kirche St. Bartholomäus und daneben der Moorhof. Er stand 2010 zum Verkauf. Also wir haben ja quasi gesagt, dass wir gern gemeinsam sowas machen würden, so einen Hof restaurieren, und haben dann ganz klassisch im Internet gesucht, so in der Region Samerberg. Und dann sind wir zum ersten Mal hierher gekommen. Im Mai 2010 kauften Wolfgang und Simone Kuffner den Hof. Wolfgang stammt aus Erding, Simone aus Hessen. Beruflich kommen beide aus dem Bereich Marketing und Eventmanagement. Von Restaurierung hatten sie keine Ahnung und daher vielleicht kalte Füße? Hatten wir kalte Füße? Also eigentlich nicht, nein. Wir haben es angenommen und wir haben es auch langsam angehen lassen. Also es hat ja auch eine ganze Zeit lang gedauert, vom Kennenlernen bis hin dann zum Baubeginn. Und nein, also wir haben keine kalten Füße gehabt. Wir haben uns darauf gefreut und wir haben voller Elan angepackt. Die Kuffners zogen mit Labradorhündin Rosa also nach Samerberg. Dass sie als Neulinge in der Nachbarschaft gut aufgenommen wurden, dafür sorgte der letzte noch lebende Hofbewohner. Nachdem die Bäuerin 2005 verstorben war, gab es nur mehr den alten Knecht, Josef Meyer, der Moorsepp. 70 Jahre lang war sein Lebensmittelpunkt der Moorhof. Und den wollte der Moorsepp in guten Händen wissen. Es ging ja auch um ihn, weil er ja notariell beglaubigt hatte, dass er hier so lange wohnen darf und auch versorgt wird, solange er lebt. Und viele andere halt einfach gesagt haben, sie wollen eigentlich den Hof, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf, halt ohne irgendwelche Verpflichtungen übernehmen. Und da war auch die Simone, die wirklich zum Sepp gesagt hat, Sepp, egal was wir hier machen, du bist ein wichtiger Teil für uns und bist mit dabei. Das war für uns, also für uns beide nie ein Thema. 2 Monate hat der Moorsepp noch mit ihnen gelebt. Er starb im Juli 2010. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Moorhof im 14. Jahrhundert. Nach einem Brand 1848 wurde er wieder aufgebaut. Original erhalten sind die Haustür, das Kreuz oben auf dem Giebel und darunter die Giebellaube, geschützt vom auffallend großen Dachvorsprung. Schon immer da war auch die Madonna. Und von den Fenstern sind 26 im Original erhalten. Erst wussten Simone und Wolfgang nur, dass Haustür und Balkon denkmalgeschützt sind. Doch plötzlich hieß es, der ganze Hof fällt unter Denkmalschutz. Wir dachten, wir kriegen einen hellgelben Hof mit roten Fensterläden, so wie es war, als wir es angeschaut haben. Und dann kommt logischerweise der Herr Lauber als Restaurator und sagt, es war dunkelgelb und die Fensterläden waren ocker und man sieht es ja auch ein bisschen, die Fensterrahmen in Türkis. Weil zu der damaligen Zeit eine sehr farbenfrohe Periode für die Bauernhöfe war, als da gebaut wurde. Und du kriegst das als Bauherr dann einfach vorgelegt und wir haben die ockeren Fensterläden gesehen und haben gesagt, geht eigentlich gar nicht. Aber in der Gesamtkomposition, wir haben dann drüben in der Stube haben wir quasi dann das Muster, wurde ein Musterfenster gemacht und dann stehst du davor und sagst, die hatten recht. Eigenwillig ist die Fassade schon, aber eben auch einmalig. Der stattliche Einfirsthof beherbergt neben dem Wohnteil noch Tenne und Stall. Die Renovierung dauerte 18 Monate, in denen Simone die Bauleitung übernahm. Wolfgang ging seiner normalen Arbeit nach. Der Wohnteil wurde im September 2011 als letztes fertig. Da war Simone hochschwanger. Am ersten Tag, als wir hier zum ersten Mal übernachtet hätten, weil wir haben ja drüben im Zuhause gewohnt, an diesem Tag ist die Fruchtblase geplatzt und es kam der Benedikt, unser erster Sohn, zur Welt. Das war die erste Nacht hier im Wohnhaus. Ohne dich? Ohne mich. Ohne mich. Ich hatte mich gerade auf die Couch gesetzt und dann war es soweit. Inzwischen sind noch Tochter Marie und Sohn Noah zum erstgeborenen Benedikt dazugekommen.
Von der Inneneinrichtung her ist der Moorhof eine gute Mischung aus alt und neu. Rustikal geblieben ist die Stube. Die Bilder von der letzten Bäuerin des Hofes, Elisabeth Strein, haben einen Ehrenplatz. Beeindruckend die Originalzimmerdecke von 1848. Hier kommen wir jetzt in unsere Fleets, hier wo unsere Rosa liegt. Das ist das alte, die alten Fliesen vom Hof. Wir haben versucht, diese rauszumachen, dass sie so weit wie es geht ganz bleiben. Ja, das war nicht so einfach und es ist natürlich auch ein Teil kaputt gegangen. Aber wir haben auch für uns was Schönes behalten. Ja, jetzt kommen wir hier in die Küche vom Sepp, in die alte Küche. Schon der Moorsepp hat hier gekocht und die wohlige Wärme genossen. Küchennostalgie in ihrer schönsten Form. Für die gelungene Restaurierung des Moorhofs gab es Denkmalpreise, vor allem für die Tenne. Hier wurde das hölzerne Tragwerk freigelegt, mit einer Stahl-Glas-Haut umbaut und anschließend mit Holzlamellen verschalt. Äußerlich wirkt die Tenne fast unverändert. Im Inneren wird sie nun als Veranstaltungsraum vermietet, für Feiern, Hochzeiten oder Tagungen. Besonders bemerkenswert die markante Zimmermannskonstruktion. Das ist der Chiemgauer Knoten, den sieht man hier, der ist nur noch einmal in der ganzen Region erhalten. Das hatte eigentlich den Grund, dass der ganze Stadel stabilisiert ist, dass man in der Mitte keine Balken braucht, sondern hier die Stabilität hatte und diese verbindenden Balken, die dann dafür sorgen, dass der Stadel halt nicht zusammenkracht, nur an der Seite hatte. Und somit hatten die sehr, sehr viel Bewegungsfreiheit hier. Und heute kann man hier wild das Tanzbein schwingen. Oder ein Stockwerk tiefer die Bar besuchen, die Moorsepp-Stuben. Die Bummerlwände und Balken sorgen für ein besonderes Lebensgefühl. Du spürst jeden Stein. Also ich kann nicht mal sagen Ziegelstein, weil es ja alles mit Naturstein gemauert. Du spürst auch die Freiheit und auch die Größe. Also in der Dimension würde heute wahrscheinlich auch niemand mehr bauen, wie so ein Herrschaftshof damals gebaut wurde. Und du merkst eine ganz, also das soll nicht pathetisch klingen, aber es ist irgendwie eine Aura da. Die kleine Marie und Hündin Rosa fühlen sich hier sichtlich wohl. Neues Leben im alten Moorhof. Was für eine glückliche Fügung.